Wir wollten eigentlich nur herausfinden, ob sich ein Weekend-Trip auf St. Moritz lohnt, aber dann bin ich fast in den See gefallen und habe gemerkt, wieso ich die Schweiz vermissen, wenn ich auswandern würde. Meine Cousine und ich, die das Gefühl ähnlich sehen, sind 4 Stunden ins Land der Russen und Schickimicki-Leute gefahren. Und finden ob das ein Fehler war oder nicht. Zuerst sind wir 20 Minuten ins Hostel für Broki-Touris gefahren. Ja, Moment habe ich die schlimmste Entscheidung vor dem Abend getroffen. Nämlich meine Unterjacke wieder abgezogen, weil ich gemeint habe, ich sehe zu fett aus. Cares, Mann, es ist Freestyle WM 2025 und ja, ich muss ja leider enttäuschen, aber für etwas anderes wäre ich glaube auch nicht auf St. Moritz. Es hat geile Acts gehabt, wie die Esther Graf, der ERZ, aber der geilste kommt zum Schluss. Jetzt mal Real Talk, jeder Sport, wo man so in der Luft rumfliegt, ist für mich so ein Brainfuck, zum verstehen, wie das funktioniert. Man hat so einen Druck, man steht dort oben, verkackt manchmal und man steht einfach auf und fährt nochmal runter. Wirklich riesen Respekt. Und die Schweizerin Sarah Oeflin hat sogar Silbermedaille gewonnen. Dann der Act, den ich wirklich 100-mal schauen kann, auch wenn ich mir meinen Arsch abfriere, ist der Sido. Und bin ich die Einzige, die bei jedem Konzert sich immer fragt, ist das jetzt Playback oder ist das nicht? Das Gefühl, das Mal ist so ein Mix gewesen. Auf jeden Fall habe ich ums Verrecken, weil auf dem See, der so bekannt ist in St. Moritz. Er hat gesagt, am Morgen sind da schon Leute drauf gewesen. Da hat es dritt. Also ein paar Tritt weiter und ich wäre Plums Ciao. Also Fazit zu St. Moritz, es ist schon ein eine Pelzmantelpopulation. Aber es ist voll underrated, wieder mal so einen Weekend-Trip zu machen, einfach mit Schlafen. Das macht mir viel zu wenig.